Guten Tag. Sehr schön, dass Sie gekommen sind. Nicht nur wir waren sehr schön Nachmittag hier alle Taub haben. Ich bin Carla Wiens. Ich bin eine geborene Bartel von Nederland. So, manche kennen meinen Vater, meine Mutter. Und wir haben auf einer Station bei Campo Largo geschafft und da sind ich abgewassen, was ich dann zu Schulden in Holstadt, Nederland. Nu, nun befreien, habe ich dann einmal ab Kilometer 81 gewohnt beim Krankenhaus. Und nu tijdvis dann auch in Campo Nueve, oder halbtätig, sind wir da im Sanatorio Luz y Vida. Ich bin eine Krankenschwester, und mein Mann ist ein Doktor, und viele kennen uns wahrscheinlich von der mennonitischen Post. Da habe ich immer den Teil, wo die Menschen dann fragen, was der Doktor dann antwortet. Also dort ist Carlos. Und wir dann meistens die Sachen taub schreiben und denken dann immer ans Wort aus, was können die Menschen nu weiter brauchen. So, und vandaag Nachmittag, weil wir hier taub ein Thema durchgehen, das heißt, meine Gedanken sind nicht jene Gedanken. Wir denken manchmal, ich weiß all ganz viel, aber wenn wir dann zurückdenken, dann weiß wir doch mal ein ganz klein bisschen. Wir müssen uns vorstellen, Gott ist viel gerater als wir. Der ist ungefähr so ein Vogel boven auf dem Baum. Und schickt vom Baum rauf und wir sind aus einem kleinen Eimstchen. Und wir können auch mal so ein kleines Städtchen sein. Wenn wir ein Eimstchen sind, dann sagen wir, hinter der nächste steht nichts mehr. Gott sagt auf dem Baum boven, schickt drauf und weiß ganz genau, was da kommen wird. Deswegen hat er uns Leben sehr wunderbar in seiner Hand. Und wir wollen nachher ein Zeugnis hören von Jenny, was sie in ihr Leben alles belebt hat. Und das ist ganz interessant. Weil wir mal ein bisschen wiedergehen, Gott hat uns geschaffen. Als wir mal geboren sind, als kleines Mädchen, dann weiß Gott ganz genau, woran wir ein Mädchen wären, nicht ein Jung. Und wenn wir dann ein Jung geworden sind, dann würden wir vielleicht nicht dort tun können, was wir von deutschen Tag kennen. Er will kreut dort wie eine Mädchen sollen sein. Und er hat einen Auftrag, er hat eine Arbeit für uns. Und er hat keinen umsonst gemacht. Jeder hat eine Abgabe, das wisst ihr, sonst hat er uns gar nicht überleben lassen. Jesus, oder Gott, ist da, um uns zu leiten, um uns zu führen. Und er weiß alles, was wir brauchen, was wir im Leben durchleben wollen, was uns Leben ut sein wird. Und er weiß ganz genau, was wir alle machen, uithuilen. Wie früher machen wir noch so einen dort andere uithuilen. Manchmal kommt uns das schlimm vor. Und das nächste Mal, dann würden wir uns wünschen, es würde mal ein bisschen interessanter werden, alle Typ. Aber Gott weiß ganz genau, was wir brauchen. Er weiß auch, was wir leiden wollen. Er weiß das ganz genau. Und wenn wir uns das ein bisschen darstellen, wenn früh ein Baby hat, weiß sie ganz genau, dass das mit Weidog zu tun hat. Manchmal ist die Zeit, bevor das Kind kommt, schwer. Manchmal, wenn es geboren wird, und so weiter. Eine Früh ist ganz besonders ausgerüstet, um auch viel Leid durchzustehen, um das auszuhalten zu können. Wir wissen auch ganz genau, dass Gott weiß, was für Friede wir alle in uns Leben haben. Und er schenkt uns viel Friede. Eine von den schönsten Sachen ist ja, wenn wir uns Kind auf dem Arm halten können, wenn wir dort Dreckchen können, wenn wir gleichlich befriedet sind, wenn wir einen guten Mann haben, wenn wir dort Gefühl haben, der unterstützt uns, der läuft uns, das gibt uns eine große Freude. Und dann eine andere große Freude ist ja auch immer, wenn wir gute Freunde haben, wenn wir Gott haben, wenn wir Leben kennen. Jetzt ist ein besonderes Geschenk, wenn wir Leben kennen. Wenn wir weiter, das gibt einen lieben Gott, der uns mit Leben anschickt. Der steht nicht da mit dem Schnäppel oder mit dem Pitch und erst bleibt dort da, um uns zu strafen. Gott liebt uns, sonst würde er uns nicht gemacht haben. Und er will uns brücken. Er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Gefühle und wir kennen diese sehr deep Feile. Wir kennen auch mit einer anderen Früh mitfeilen. Wenn der durch irgendwas da steht, wenn wir uns bei der besieht hansaten, dann feilen wir mit der mit. Wir können mit der mitheilen, wir können mit der mitlachen. Das ist eine besondere Gabe, die wir früher haben. Deswegen haben wir unsere Kinder auch auf dem Schoß, streicheln den und dann feilen die sich schmacklich. Wie sie weiter, Mama feilt mit mir mit.
Das mitfeilen, das hat Gott uns ganz besonders geschenkt. Gott läuft uns bedingungslos. Was heißt dort bedingungslos? Er sagt nicht, wenn du dort und dort alle getan hast, ihr stand, wo ich die lebe. Nee, er läuft uns immer. Ob wir nicht gut sind oder schlecht sind. Ob wir was getan haben, was nicht so soll sein, oder ob wir am Kreuz viel Ehre in Leben gebracht haben und am Angebet haben. Gott läuft uns immer bedingungslos. Ohne Wort, dort wie Wort erreden müssen oder tun müssen. Gott läuft uns immer. Er will dort wie auf dieser Welt wäre. Und er hat uns Kreuz so gemacht, als wie seine Seele. Manchmal würden wir wollen, dass wir ein bisschen anders aussehen, die Ohren anders, die Haare anders, die Nase anders. Wir haben immer was ausgesagt, wenn wir mal über uns nachdenken. Aber Gott hat sich so gedacht, so, diese Ohren oder diese Lein oder diese Frieda, die wird so aussehen. Wie sich die bloß dann brauchen, wo keine so aussieht. Gott hat was fair mit jeder Früh, nicht bloß mit einer oder mit 5. Der hat mit jeder Früh was fair, in einem ganz bestimmten Plan. Und wenn wir das Zeugnis hier waren, wo wir an waren, da sind viele Sachen, die ganz klar geplant worden sind. Jeder macht seine Erfahrungen im Leben. Manche sind solche, von denen wir sehr agieren, vertellen. Und solche, von denen wir nicht wieder würde sagen wollen. Manche Sachen, die sehr schön sind, die vertellen wir hier, kurz wieder. Jo, das und dort. Und wenn wir erst über unsere Kinder reden, dann habt ihr dort kein ein, ne? Weil Gott sind, wo die alle kennen. Ich weiß noch, als ich mein erstes Baby hatte, dann sieht auf einmal ein Nova zu mir, bleibt bloß nicht dort so ein perfektes Kind ist. Dann sehe ich zu dem, ich bleibe dort, mein Kind ist sehr gut. Und dann dachte ich noch, ja, so sind wie Mamas. Ja, wir bleiben wirklich dort ans Kind, dort ist sehr gut. Und ich bleibe in Gottes Auge, ist dort auch sehr gut. Und wenn wir an uns Kind bleiben, dann kann dort sich entwickeln und groß und stolz werden. Wie sollen an unsere Kinder bleiben, den fördern? Das gibt Erfahrungen, von denen wir nicht reden wollen. Vielleicht, wo wir versagt haben, wo wir gesündigt haben. In Söhne, wo man uns was angetan hat, von der wollen wir nicht sagen. Wir schämen uns. Wir wollen nicht dort alle Welt dort weit. Manche sind auch sehr traurig, manche sind sehr persönlich. Und wir sind auch nicht gezwungen, alles zu vertellen. Manche Sachen sind besser, man hält sich still, um uns nicht noch doller weit zu tun. Aber das gibt so eine Sache, die auch gut sind, wenn wir die mal vertellen. Weil indem wir früher reden und eine andere Person dort vertellen, heilt dort hier binnen. Die Wund, dort wo verletzt worden ist, wird irgendwann dann ein bisschen gesünder. Manche Sachen, die beleidigen uns oder wir beleidigen damit andere, wenn wir die vertellen. Jeder macht so seine Erfahrungen im Leben. Und manche machen uns sehr stolz, und andere machen uns besser. Und dann denken wir, warum ist mir dort passiert? Warum muss dort gerade mir passieren? Kann dort nicht wem anderen passieren? Und dann, weil wir selten aus, wenn wir alles weiter. Aber Gott schickt von oben rauf und weiß ganz genau, was richtig ist für uns Leben. Was gut ist. Und wir sollen niemals besser werden. In uns in Gottes Pläne stahlen. Wie dort haft immer ein Ziel. Ich glaube, wenn wir da oben aus vorgelappten Bäumen würden setzen, dann würde die Kreuz so mit uns umgehen, als Gott mit uns umgeht. Manche haben uns dort geführt, manche Gedanken, dort oder manche Erfahrungen, dort wie Wasser, dort wie Stolz, dort wie groß waren. Und nu, weil wir hören, was Jenny uns zu sagen hat, weil sie dort erlebt hat, weil sie ihre Erfahrung in ihr Leben verarbeiten können. Ich habe Ihnen wat mitgebracht en dat wil we nog nog opmaken. Ja, wel kan nu ook een mensje, dat is niet zo schlimm. En ich möchte einfach, dat vandaag dat du dat kannst mitnehmen
Du bist wertvoll, du bist wichtig, du machst einen Unterschied, du, wo Gott dich angestellt hat. Das ist eine Sache, die ist mir in den letzten Jahren klar geworden, aber das hat sein was gedient. Und ich dachte, das stimmt nicht für mich. Für viele andere, ja, die wissen gerade, für was sie hier wären. Die wissen gerade, wann sie abgekommen wären. Die wissen gerade, was sie zu tun haben, wo sie sich zu verholen haben. Und die schreien wirklich sehr viel an über ich. Mit meinem Leben. Ich hatte ein sehr eingreifendes Erlebnis, als ich aufwache, dass die sehr viel durcheinander bringen. Hier sind wir mich, das ist erst meine Mama, mich, meine jüngere Schwester, mein Bruder, und ich bin der Älteste. Und da wird mir klar, mein Papa ist nicht mehr da, sondern ich. Und viele fangen da an, sich zu entwickeln an mir. Das warte ich nicht alles an. Das wir viel unbewusst. Aber irgendwann wird mir das deutlich mit den Jahren. Ich glaube, dass ich für meine Mama verantwortlich, für meine Schwester. Ich selbst, meine Wünsche, das, was mich interessiert, das wäre nicht wichtig. Ich muss allen helfen, wenn ich mich auch wichtig fühle. Ja, wenn ich auch immer war, dass ich Gefühl habe, ich bin nicht wichtig. Und ich habe das Gefühl, ich muss mir das Leben verdienen. Ich werde nicht wert. Einfach so, wie ich nicht was wird, ich bin nicht wichtig, ich bin bloß da. Lothar befriedigt mich und ich trage das an mich mit, aber mir wird das nicht bewusst. Das wäre aber immer ein Hindernis. Und ich dachte so, mein Mann und meine Kinder, die müssen sich so und so verhalten, die müssen so und so sein. Und ich hatte auch kein Problem, den Pferd zu sein, wo sie sich zu benehmen haben. Und mit meinen Kindern war ich auch sehr streng. Aber ich dachte so, wenn ich dort mit den allerhand schrie, dann sehe ich, wer dann ist das was mit mir. Und ich dachte so, das wäre alles meine Verantwortung. Ich muss dafür sagen, dass alles so rennt, als ich dachte, dass es richtig wäre. Ich habe sehr gearbeitet, ich rannte alle Wind immer heran. Und wenn irgendwer seine Schulter stehen lässt, dann sagt er, du hast den Schuhschop, du hast den Waschkorb, alles muss immer rein sein. Vielleicht hat das manchmal so üblich sein, als dass sie früh mit ihren 8 Ohren, die alles versagt zu besorgen. Aber ich dachte, das muss alles so perfekt sein, das muss alles so rein, wenn es anders ist, das nicht mit mir. Und trotzdem, wie immer war das Recht nicht toll. Ich fühlte mich immer war so als ein Verlierer, als das wieder so Ladespanne, da wird kein Sinn. Ich frage mich immer, was sehe ich, ist das alles? Ich fühle mich fucking auch Maid ohne Kraft, ich bin traurig und auch fucking ohne Mut. Wer chance an ihr danken? Wer wacht sich das die Hand heben? Wer chance an? Wenn es möglich wird sein, wer will nicht davon frei werden? Ich will. Und als ich mal damit rauskomme, dann warte ich an, wie sie da sind nach mir so. Dort wie vor 4 Jahren ungefähr, dann wie ich ganz vorsichtig, ich bin ganz fast gefahren. Mit meinen Beinen, das ist das da Utsach. Ich bin eine Person, ich teile meinen Mann bei, ich teile meine Kinder bei, ich schreie, ich habe ich wie Heuschmettei, ich Scheidram, Kommandierram. Ich will einfach dabei alles kaputt machen. Mein Mann und meine Kinder, die tragen sich immer wieder.
tritt von mir. Wer will auch mit seiner Freude kommen, wo man nicht weiß, ob man das nächste ein Fläschchen Schwilch richt. Aber eine Büte haben, wie vor der Fensterkeit, wie machen alle Wind mit, wie schaffen alle Wind mit, wie halben alle Wind, wie sehr fan, wie wir eine feine Familie. Und dann dachte ich so, das ist jetzt nicht wieder. Und ich nahm allen Mut auf und entschied einfach mal an mich nennen. Was sie ich wirklich? Und ich dachte, die beste wirklich nicht zu leiden. Und ich fang an zu sehen. Ich habe viel gelesen. Ich lese selber sehr gerne. Ich habe viel Bücher gelesen. Ich habe auch am Internet mir Bücher gesagt, was ich horchen kann. Ich habe die Bibel viel gelesen. Einfach auch, das ist der erste, als ich mit dem Stift mir das angemalt und angetecknet, was da wichtig wird für mich. Ich sage Beroding, ich denke eine Frühes, was Maya wusste. Und ich mag eine Gebetsseelsorgeschule mit, einfach auch andere Schulen, wenn ich will, einfach mal wiederkommen, ich will einfach hier mal rüberkommen. Und ich sage mir Begleitpersonen, die einfach Maya wusste als ich, die Maya, die beter, die all wieder wäre, ja, die Maya Erfahrung hatte und Maya Maya andere Menschen auch geholfen hatte. Diese Person, die sagt mir ganz bewusst aus, ich kann leicht nicht irgendwem gehen in meine Freundin, die erst vielleicht gerade da, wo ich sie, aber der kann mich nicht wiederbringen, wenn es der erst mal da, wo ich sie. Und ich sagt mir wem, was all du weh, wo ich noch mal haben will. Die so wie als ich noch mal sein will. Omdat ich auch fair was komme, wenn die erst soll wieder. Und wenn ich dahin herangehe, dann komme ich auch wieder. Wenn ich bloß hier mit meinen, was Kreuze denkt das ich und was Kreuze fällt das ich, dann komme ich nicht wieder, dann trompel wie er besteht, ja. Dort will ich einfach an zu sein, wird an mir sagen, dass wir ein bisschen eine steht, wo man vielleicht all die Wasser anbringt. Und das hat mir sehr weh, als ich das erst mal antworte, wo bist du wirklich? Und ich schämt mich sehr. Da war so viel Unversöhnlichkeit, so dass ich nicht, ich wüsste, wie eine Person, die jemand ganz bewusst aus dem Stich, aber die will ich mich einfach nicht vertragen. Ich will einfach nicht, wenn ich wüsste, dass das endlich richtig wäre. Da war ein paar Ohren in mir, wenn ich nicht gescheit wüsste, von wo kommt das? Was ist das, ja? Da war Trauer in mir Beine und auch da hat sich viel Bitterkeit entwickelt, ein Hass mir gegenüber, an andere Personen gegenüber. Und dort, was dann rauskommt, dort wird dann auch noch. So eine Frucht aus das kann man nicht genießen. Und so eine Person, so eine Frühheit wie, kann man nicht genießen. Und ich sage dort, ich muss mich ändern, ich muss mich einfach mal wichtig nehmen, einfach mal an mich arbeiten, an mich selbst, und aber auch an mich arbeiten lassen, mich was sagen lassen. Das ist ganz einfach. Sich dort zu stehen, dass der andere vielleicht doch besser weiß. Diese bessere Wartel, seht ihr, sagt mal so, wie weiter dort, wenn der kranke Wartel hat, dann bringt er nicht eine gute Frucht. Und bei kranken Wartel kommen viele Früchte für. Und wenn der Toberne krank ist, wenn da so viel schwört ist, wenn wir so viel erlebt haben, was wir nicht haben, vielleicht loslassen oder verarbeiten oder verzeihen, den anderen das für gut holen, dann entwickelt sich in uns auch diese bessere Werte. Und dann bringen wir auch so etwas aus dort verdient. Und immer war das, kam ich daheim, ich komme bloß nicht wieder. Immer war das, dachte ich so, das hat nichts. Und da war eine Sache, da war ein Deiber Euer an mir. Und das Euer, den leitet immer war an meine Tschenja aus. Und ich wusste nicht, wo der herkommt. Und irgendwann wird mir das bewusst, ich muss verzeihen, ich muss vergeben. Ich muss den anderen das nicht mehr nachtragen, das, was er getan hat. Wenn ich begreife, wenn ich das loslassen kann, wenn ich das verzeihen kann,
dan wo het vrij wordt. Dat is dat een beeld, ja. Eine Person, wat het verzeihen moest, wo ich die Sache einfach mal muss aufschneiden wie meine Mama. Nicht, dass sie mir bewusst bei ihr tun hat. Sie gleicht nicht so, ja. Aber es fehlt das so. Und sie ist das Focken. Das ist nicht, dass die andere Person, die weiß, das ist Focken, bloß dass das bei die anders ankommt. Ich muss meine Papa verzeihen, wann der auch tot war. Ich muss dem loslassen, einfach, dass er nicht mehr da war. Ja? Dann als kleines Kind, dann begreift man das nicht. Wieso ist der mit einmal nicht mehr da? Und du hast sich in euer entwickelt, ohne dass ich mir das bewusst war. Aber mit dem Reden mit Personen, die mehr wissen als ich, kann ich das sein. Ich will immer noch nicht los von dem. Ich dem das nicht, dass er im Himmel wir. Ja? Dass Jesus den hat, oder dass Gott den bei sich hat. Und dort wird der Nächste. Ich muss Gott verzeihen, dass er mir den Futter wahrgenommen hat. So sieht einer dort als Kind, ja, oder als Mensch. Und das sind Sachen, die kann man, das geht lang, was einer sonst dort begreift und einfach auch akzeptieren kann. Ich muss auch andere Personen verzeihen, was ich glaube, was mich falsch behandelt hat oder was meine Familie falsch behandelt hat. Ja? Wenn ich falsch mich für meine Mutter verantwortlich bin, wenn irgendwer der was tut, der was sieht, dann will ich den am liebsten angehen. Ich muss lernen, einfach mich selbst anzunehmen, so sagt sie. Wenn andere mich auch annehmen sollen. Wenn ich mich selbst bloß raufhalte, nicht dem anderen bloß sage, was ich von mir halte, wenn ich mit mir esse, was soll der andere dann gut von mir denken? Ich sage dem ungefähr, was er von mir denken soll. Und dort, was hier rauskommt, dort, was wir tun, dort ist die schlechte Frucht. Und wenn dort bei uns so ist, dann ist da vielleicht irgendwo eine bessere Wartel. So eine bessere Wartel, das ist eine schlechte Wartel, das ist eine kranke Wartel, die kommen davon, dass da Sachen passiert sind. Sachen, die einfach nicht, die habe ich auch nicht unter Kontrolle. Ja, ich kann nicht dafür, dass mein Vater starb, als ich sehr jung war, aber ich kann was dafür, wo ich darauf reagiert. Und ich reagiere nicht richtig. Und ich entwickelt einen Groll. Und uns werden immer Sachen passieren, die habe ich nicht unter Kontrolle. Und das ist aber an uns, wo wir darauf reagieren. Was tue ich dann? Was lasse ich hier Berne wassen? Wir können immer die Hilfe von Jesus annehmen oder auch von anderen Menschen. Und dann können wir frei werden von solchen Erlebnissen, dass die uns nicht mehr so notdrogen oder uns nicht mehr so wichtig sind, aber schon oder Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, wo deine Eltern wären oder wo dein Partner ist oder was du in der Gesellschaft erlebt hast. Aber wir können davon frei werden. Und dann, wenn das da bin, wenn die Wartel gesund waren, wenn das kann heilen, dann kommt diese Frucht, die gute Frucht von selbst. Dann kommt das von selbst, dass man sich nicht mehr so schön äußert. Dann kommt das von selbst, dass man eine andere Frau freundlich anschauen kann, wenn man auch vorher gedacht hat, der gleicht mich vielleicht nicht, oder der checkt nicht mehr, oder der reist mich nicht, dann kann ich von selbst die Frau nachgehen in der Bereise, ohne mir vorher viel Gedanken zu machen. Das Ganze war dort, wie nicht von da ab Maria. Da wie immer war das ist die Soten, die schmidt einem dort immer war verfeit. Und ich muss mir dort immer war sagen, du hast dort verzeiht, nicht darüber gerebeln. Nicht, dort nicht, lass das Tag. Du wie so viel abzuriemen, immer war kommt was verdelen, immer war was es überleif, von wo kommt es?
En aber je meer uit dat tijd, je meer uit dat nooit, desto weniger passiert dat uit mijn ogen en mijn familie uitleidt. Ja. En ik leer dat einfach Gott te vertrouwen, okay, ik verstehe dat nog immer nicht, warum mir das dann passieren muss, warum ich das abpassen muss. Aber ich vertraue einfach, dass er das gut mit mir meint. Ich glaube einfach, dass was in der Bibel ist so, was da steht, das ist die Wahrheit. Und ich glaube, dass er mir lebt und dann, was mir passiert. Ich weiß dann, wenn ich so wieder deed, als ich dann deed, dann würde ich eines Tages das früh da auf der Bein setzen, wahrscheinlich. Ohne Mann und ohne Kind, ja, ganz allein verloren und traurig. Vielleicht auch bitter, vielleicht auch einfach ohne Frieden, einsam. Und das will ich nicht. Ich glaube, das will keiner von uns. Ich will mit meinem Mann alt werden und glücklich werden. Und ich will viele Menschen an mir haben. Ich will meine ganze Familie an mir haben. Viele Freunde und viele Menschen, die mir gleich sind. Ich will da mittellang alt sein und glücklich. Da will ich haben. Mit vielen Freunden und vielen Familien. Und dann wird mir bewusst, aber wenn ich so wieder da dann will ich nicht. Ich muss mich ändern. Diese innere Heilung, dass das bijna de waardevolle heil beter worden kunnen zijn, dat ik mij vrij voel, wens dat we de ganze last, mij immer voor alles en voor allen verantwoordelijk te voelen en geloven dat ik dat met alle doen en ik met dat alle regelen, dat we de last, en ik wil vrij daarvan zijn in deze gelassenheid, einfach dat ik ook kan tranquilo zijn, dat ik niet immer ze opbrust en dat we bevrijd en mij zijn kan, dat andere mensen dat aan mij zijn kunnen. Dat vind ik groot zo. En ik mag je 3 zaken zeggen wat mij geholpen heeft. Vielleicht kan einen van jullie dat helpen, maar vielleicht zijn er ook andere zaken wat die helpen. Jeder einer ist verschieden. Aber eine Sache, wat mij klar wordt met het ganze, ik zie de janje wat bestemd wordt hier binnen feiert. Ik doe dat leiden doorgaan wo ik wil. Zoals een ezel of een kou, wanneer ik hem strang heb. Ik doe de leiden bestemmen hoe dat hand komt. En ik neem me voor immer waar, wanneer wat slecht het neerkomt, wanneer wat negatief het neerkomt, wens immer waar, die zoten, die erinnert me, na, dat hast du nog ganz vergeten. En dan dacht ik me zo, ja, dat ga ik. En nu wil ik aan wat koude denken. Nu denk ik aan mijn kind. En ik kijk hoe die is en die speelt er zo fijn. Ik doe me entscheiden. Nu denk ik aan dat. En ik dank Jezus dat hij gezond is. En dat hij gewoon en ran en hupsen kan en luid zijn kan. Einfach aan zaken denken en personen denken. Zo, nu neem ik me voor wat kan ik alles dankbaar zijn. Goed, ik kan nog gaan. Ik kan nog schaffen. Ik kan nog reden. Ik kan denken. Und ich möchte einfach, dass du in Dinge du einfach mindestens eine Sache sagst, für was du dankbar bist über dich selbst. Das ist nicht so einfach. Aber stell dir vor, du hast nichts vor, oder du hast nicht eine Gelegenheit gehabt, hier zu kommen. Stell dir vor, du wirst nicht gehen können. Stell dir vor, du hast nicht eine Koma oder eine Fridge oder einen Deep Freeze zum Eten machen. Stell dir vor, du hast keine Kleider anzutragen, wenn es kalt ist. Das gibt so viele Sachen, für was wir dankbar sind, was wir einfach selbstverständlich nehmen. Vielleicht hast du mal eine Freundin, mit der du alles teilen kannst und vertellen kannst. Dann dank für die eine, wenn die andere da auch vielleicht eine ganze Gruppe für uns ist. Das ist immer die Sache, wenn wir uns vergleichen. Ja?
Een andere zaak wat ik leer, en dat is een ganse proces, ik wil me zo zijn als God me zag. Hij als vader en zijn ogen wil ik me zijn, met zijn ogen. En ik vang einfach aan, am spelen en te chitje, me einfach te bechitje en te danken, einfach. Dankzij voor deze lees. Dankzij voor mijn tenen, die maar zo min al aan een rij zijn. Dankzij voor mijn ogen voor wanneer ik een lichtje ook heb en allemaal bruinen wil. Maar einfach dat aannemen. Ja? Dankzij dat ik haar op mijn kop heb. Oder wat immer. Ja? Dankzij dat ik reden kan en hieren kan. En danken dat ik ook manchmal den Mut habe, Sachen te sagen, wat vielleicht ook manchmal aanmakkelijk wäre en andere vielleicht ook steite deiden. En einfach anfangen, mezelf aan te checken, omdat ik me ook zijn kan. En dat leren ze God me zag. Ik deed vers in de Bijbel aanmolen, dat is het eerst ook al zegt. Maar ik zacht vers in de Bijbel, wo dat zegt, God leeft die du best zijn kind. Ja? Stel, wie weet je dat alle ganz genau, wanneer ik nu even wat slechte te die zei, dan is dat niet richtig. Dat zegt in de Bijbel, we zullen niet slecht over de andere persoon zijn. Ik zelf zie ook een persoon. Dat wat ik me hier ben, alles over mezelf zei, wat ik voor een dag zie, dat het niet met me is. Dat is het eerste al alles ziet. Wanneer ik mezelf erop haal, is dat krijgt zo weinig richtig, als wanneer ik erop haal. En met de tijd leer ik dat me einfach aan te nemen, zoals ik zelf zie. Ik zie einfach zo. God heeft me zo gemaakt en die heeft ook wat met me voor. En wanneer ik me accepteren kan, zoals ik wees, zoals ik uitzag, zoals ik me verhield, weet ik ook aangenamer voor anderen. En anderen zeiden me dat ook. Bij een gelegenheid dan hadden we een discussie in een familie. En als we meestal die wat misvoets wat zeiden, dan weer alles stel. En weer dat thema afgesloten. En dan irgendwann had ik me geleerd te beheersen. En ik weer stel. Ik zei, Misa, dat is niet mijn probleem. Ik zie hier stel. En dan daarna kwam mijn zwaarste naar mij. Dan een paar dagen later, da worden ze, wat is met die? Ik dacht, du wirst doch wat zeggen en du wirst stil. En dan dacht ik plötzlich, danke Jesus. Danke, dat du mij hast veranderd. Ja, dat sogar anderen dat zijn je. Ik heb je door een klein speel gegeven. Ik wil einfach dat je die neemt en je aanzet. En vielleicht wachst du die dat door ergens wat aan die te zijn, voor wat du dankbaar kannst zijn. Neem einfach mal den Spiel. Dat is een fijne flatterboe. En ik mag dat du dat ook zitst, aan die wo fijn du zitst. Zo heeft God die gewild. Krijg met deze ogen en deze oren en deze haar. Krijg zo heeft God die gewild. En du darfst den dafür danken. De derde zaak wat mij zeer helpt, weer zaken op te schrijven. Dat is niet jeder een zijn ding. Dat je mensen die een beetje schrijven en dat je mensen die schrijven liever niet. En dat is ook oké zo. Maar bij mij helpt dat ik me entweder 's morgens of 's avonds tijd nam en einfach mal evalueert, wat hast du vandaag aangeschreven? Dat is niet dat het met die niets is. En dan evalueer ik, wat heb ik geschafft?
Bueno. Mir lässt das Brot backen nicht so sehr. Aber wenn ich das dann mal handschreibe, dass ich wirklich feines Brot habe, dann werde ich einfach Frau und schreibe mir das ab. Von dort hast du das handgeschrieben. Ja? Mir wird das immer sehr wichtig, dass ich gewaschen habe, gepresst habe, abgeräumt habe und dass die Wäsche vor dir steht. Aber das gab so viele andere Probleme dann tschüss. Und wenn ich dann das handgeschrieben habe, die hast du Wäsche gewaschen, die Tjenja war rein und das Radje gut. Ich schreibe mir so eine Sache ab. Das sind so eine einfache Sachen, aber mit dort fange ich an, wenn ich muss irgendwo anfangen. Und zum Anfang dachte ich, ich schreibe noch stehen. Oder ich würde einfach mit Zeit nehmen, für was sie ich nicht dankbar. Ich kann immer dafür danken, dass ich feiergesunde Tjenja habe. Das ist nicht selbstverständlich. Ein von den Tjenja kann von dort weiß sein. Ein von den Tjenja kann von dort irgendwie krank werden. Oder wer immer. Ja? Das habe ich einfach nicht in der Hand. Und ich schreibe mir ab, wo mir wer was Gutes zu tun hat. Das finde ich so, dass alle jene mir wieder, wenn ich das hier auch fucken, mir so deutlich mache. Und wenn ich mich darauf konzentriert, auf die Sachen, die ich handschreibe, auf die Sachen, die die Menschen mir gut tun, oder sind, wenn ich auch da noch sagt, ich will was abschreiben, dann evaluiere ich auch, bueno, das kommt nicht zum Terry, wo kann ich die früh abheben, wo kann ich dir was Freundliches sagen, was kann die früh gut, wo kann ich dort, wo kann ich dir was Gutes tun, oder auch, wenn Gott was getan hat, ich sage die Sache einfach. Wo hat Gott mir was Gutes zu tun? Der hat mich bewahrt, der hat mir gesund gehalten. Ich sehe viel hinterwegs. Mir passiert kein Schocke. Das ist doch ein Grund zum Danken. Und immer wenn ich dann darauf komme, dann kann ich das Heft mich vornehmen und mich dort durchblättern und ich kann mich dort dann sozusagen selbst beweisen, dass du kannst das. Und Jesus hilft dir. Endlich will ich, dass du nicht selbst an dem Heft abschreiben. Aber ich habe gleich nicht alle was zum Schreiben. Aber das Heft darf ich brauchen. Das ist nicht bloß zum Geschmack sein. Wer das will. Von da, wenn ich im Spielen entscheide, dann kann ich mir sagen, also ungefähr. Weißt du, Jenny, du bist an Gott seine Augen wertvoll. Du magst den Unterschied, da wo Gott die Hand gestellt hat. Du bist liebenswert und du wirst gelebt. Jeder einer von ihnen kann sich das auch sagen. Du bist das wert. Ja, du bist wichtig. Und du kannst die beste Frau werden, was du kannst werden. Jeder einer von uns ist verschieden, aber jeder einer kann das Beste aus seinem Leben machen. Ich kann was du nicht kannst, und du kannst was ich nicht kann. Und so ist das auch geplant von Gott. So hat er an sie gemacht, das auch alles gut zu tun wird. Ich tue die Sache gut, was ich gut kann, und du tust die Sache, was du gut kannst, und dann wird alles gut zu tun. Und das ist nicht, dass wir alle alles gut tun müssen. So hat Gott sich das nicht ausgedacht. Und immer sehr Mädchen, mal dort hast du da gut hingeschrien. Wie dürfen uns das auch anerkennen, wenn wir dort gut hingeschrien haben? Wir sollen uns nicht immer bloß raufteilen. Und da hast du Gott geirrt. Dort hat den bestimmt Frau gemacht. Dort viel wie hier bin. Ich fühle dort, wenn ich eine andere Frau eine Frau gemacht hat oder irgendwem anderen, dann hat ich Gott auch eine Frau gemacht. Und dann danke ich Jesus, dass er das nicht mit mir abgegeben hat. Und er gibt das auch nicht mit jemand ab. Ich mag immer noch Fehler. Das ist noch lange nicht perfekt. Wenn es perfekt wird sein, wenn ich keine Fehler mehr machen, dann wird es wahrscheinlich im Himmel sein. Aber du ist das ist das. Und ich weiß und ich glaube, und Gott seine Augen sie wertvoll. Und du bist das auch. Alles, was ich kann vielleicht was du nicht kannst. Oder ich habe was du nicht hast. Oder du hast was ich habe.
Oder uit zei ze uit, als du nicht ist. Mijn heengenomen, dat heeft alle nichts te zeggen. Wo wichtig du bist und wo wertvoll du an Gott seine Augen bist. Ich will immer noch beschleppen, da es immer noch alle ab verschiedenste Städte sind Schleppsteine und die ich immer wieder anschiehe und dort ruppert und dort schiert. Aber ich habe besser damit umgehen zu lernen. Ich brauche dann nicht rüt fahren, ich brauche dann nicht bassisch worden und ich brauche dann nicht meine Tschenja aufteilen oder was. Ich weiß dann, das ist einfach eine Sache, die passiert hier, dass Gott mir weiß, mal, hier bist du noch nicht Fan. Hier muss das noch ein bisschen glatter geschliffen worden. Hier will ich noch ein bisschen an die arbeiten. Aber dadurch, dass ich das ganze durchgehe, so weit das auch Zeit und so schwer das auch einmal wie, ich will mich einfach versöhnen mit den Sachen, die da passiert wäre. Dadurch kann ich nu viel leichter, viel Gutes in meinem Leben sein. Ich habe einen Mann, der läuft mich, der vertraut mich. Ich weiß das, wenn es hilft. Mir von dort verteilt, was ihn beschäftigt. Er hat Zeit für Gott, er hat Zeit für sich, für mich, für die Tschenja. Nu zum Beispiel, wenn ich hier sehe, dann ist er der Taxitus und für die Tschenja ihre Programme oder posten die ab, mag der Leute schon. Und das Verhältnis, die Beziehung mit meinen Tschenja, die ändert sich. Meine 14-Jährige, die mag sich ab und die verteilt mir Sachen, was ihr wichtig wäre, wo ich vorher niemals was von der gehört habe. Meine 12-Jährige, die bleibt immer das Witzte auf. Das ist eine Stelle mit einer Tretreinde, die bleibt immer das Witzte auf. Und die kommt und umarmt mich. Und durch die Quarantäne hat wir uns Theoretik angewandt. Immer vermehrer, einmal und noch mehr. Und wenn ich nicht Fuß komme, dann weiß ich, was das Theoretik mag. Wenn es wieder wichtig ist, dass wir Zeit miteinander haben. Mein Teenager, der kommt, wenn alle schleipen, dann kommt er und weiht mich ab und verteilt mir von Sachen, für was er Angst hat. Das würde er niemals getan haben. Mich abwarten, das wäre nicht ganz ungefährlich. Aber dann kann ich nicht erleben, dann kann ich sein. Und das ist sehr gut. Ja? Und das wäre eine Sache, die ich mir ganz bestimmt abschreiben würde. Mein Saßjäger, der kommt irgendwann, wo immer ich dann sehe, ich habe vielleicht daheim Kreid am Tisch oder beim Abwaschtisch. Dann kommt er am Ohr mich von hinten einfach und sagt nichts. Und wenn ich dann zu ihm sage, ich sehe die auch sehr gut, aber dann trägt er bloß noch $4. Er ist nicht so, was viel redet, aber er ist so, was du dann weißt. Dort wie wenn ich habe gelernt, tot zu herrschen. Dort ich habe gelernt, still zu sein und mich zu beherrschen. Ich weiß, dass ich vorher sehe, dass ich sehe einfach so eine Person, das kommt immer für alle rein. Ich kann mich nicht beherrschen. Und ich lerne, dass ich kann. Das kann jeder einer lernen. Ich lerne, einfach still zu sein. Ich brauche nicht immer zu alles, was sagen oder alle wollen immer besser weiter. Das geht fucking der andere früh, bloß das ist viel, die gleibt war sie weit alles. Leider nicht sagen, aus den anderen weiter tun. Und wenn da was gut wird, dann den dort sagen, den dort schreiben, wie alle Wellen dort, wie wünschen uns dort. Wir sind plötzlich ertragen dort, wie dort nicht sagen sollen. Wenn ich nicht schell, dann ist das als sehr gut, ja. Aber wir brauchen dort. Und wenn ich meine Tschenja trascht halten muss, sage ich das nun mal so, wenn es auch nicht Engel sind, dann verseht ich immer wahr, das leicht mir noch nicht immer, aber ich verseht das ruhig, ich verseht das Kind allein zu nehmen, nicht für die anderen, den zu beschämen, ich nehme den allein und rede Sachen mit den Tschetschen, weil das jetzt nicht ist, wenn du so wieder wirst, dann wird das dort sein.
Ik leer immer nog. En ik arbeid immer nog mee. En ik zie immer nog waar er rood. En ik hier niet op damit, wens er is einer, die wil deze kleine familie uit de neuen rieten, met alles wat er kan. Die gleicht dat zeer slecht, want dat bij ons niet kracht. En die verzet met alles wat er kan, dat kapot te maken, omdat deze familie kapot gaat. Ik vroeg me immer, waarom passiert zo'n Schwert? Waarom is Gott zo? Waarom laat hij dat toe? We weten vaak niet waarom Gott zo deed en niet anders. En we waren dat ook niemals ervaren. Ik wou dat niemals hier ervaren. Waarom moest mijn papa zo schwer sterven? Im Himmel weet dat weten. Maar nu leer ik einfach damit te leven. Vaak is dat aber ook niet Gott zijn schuld dat we schwere durch kunnen. Want mijn man en mijn kinderen meer te sterk kunnen en meer alleen laten, dat is mijn ene schuld. Want ik immer treed sei, spietig sei, den anderen treich sei en fair sei, dann ist das meine ene schuld, wenn ich eines von euch allein seid. Manchmal ist Gott auch einfach still, wenn es wie einfach auch nicht ab am Harsche. En vaak is dat aber ook zo, hij laat wat schwaar passeren, omdat we nu dan aankomen. Hij wil ons dicht aan zich holen. Deze treurige Erinnerung, dit Bild, wanneer ik dat zag, dan dacht ik immer zo, oh, bij die arme kind. Ja, waarom moest u ook ohne Vater abwassen? En dat würde doch so viel schöner gewesen sein. Das würde doch alles so viel besser sein. Warum musst du das alles durchkommen? Und ich bejammer mich selbst. Und das ist auch nicht richtig. Und nu in diesem ganzen Prozess, wo ich einfach versucht, heil zu werden von dit Kreuz auch, dann sah ich ein Bild im Internet und ich leid mich dort von einer guten Freundin malen. Dat sieht anders aus, das Bild, was ich sah. Und ich will haben, dass sie das malen soll. Das soll ich sein. Einfach kreid durch, so sich dort dann aussah. Und ich glaube, sie hat das gut angeschrieben, wenn mir wird das Bild sehr wichtig. Und das soll mich immer wieder daran denken, halt, Jesus wird durch bei mir und sieht, und der ist immer noch an meine Seite. Und das ist nicht, dass er uns Tag lässt, das ist, dass er mich wascht. Er checkt uns an. Immer wieder sagt es in der Bibel. Und sie checkt den Wasch von mir, sie dreht den Wasch von mir. Aber er ist da. Ich möchte von da mitgeben, ich weiß nicht, was das bei dir ist. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Aber nimm das mit, du bist wichtig, du bist wertvoll. Und du, wo Gott die Hand gestellt hat, du magst du einen Unterschied. Deswegen bist du hier, oder deswegen arbeitest du da, oder deswegen bist du deine Mama, deine Kinder. Das kann kein anderer so gut als du. Und ich will die Mut machen. Brauch den Spiel. Am Anfang deed sich mir das komisch. Mir selbst, da fähre, lobe. Brauch den Stift. Vielleicht wirst du nicht schreiben, vielleicht wirst du malen. Aber erinnere dich immer wieder daran, du hast Gott im Leben, und jeder einen von uns. Und brauch die Hilfe von den Menschen von Jesus, damit du zu deinem besten früh werden kannst, was du bist. Das Gott sich das mit dir gedacht hat. Und dann gibt Gott die Ehre mit deinem Leben. Danke, Jenny, für dein Zeugnis. Da sei wie, weil Gott gewisse Sachen anders geführt hat, als sie sich dort wahrscheinlich vorgestellt hat in ihr Leben. Aber Gott wisst besser, was für ihr Geld wird. Wenn sie das nicht durchgemacht haben, dort ihr Vater starb, wer weiß, wo sie von deutschen Tag wird sein. Sie ist eine Frau mit sehr viel Energie, mit sehr viel Schwung. Und ich habe in den letzten Jahren Wasser gesehen. Und es ist wunderbar zu sein, wenn Menschen sich durch Gottes Not verändern können. Weil die Wasser, weil die sehr positiv waren.
En ik wil ons alle uitmaken dat we, wat immer we hebben, we kunnen davon loskomen, we kunnen wachsen, we kunnen ons verändern. En weil we ons niet inbillen, dat ik dat niet wil schaffen. We kunnen, jeder. En we moeten denken, Gott zet daar boven als een vogel en kijkt eraf en zegt, deze eindje kan zich ook verändern. Ik wil nu zien bidden dat we eenmaal opstaan en dan willen we het bidden. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du gute Gedanken für uns hast. Du weißt ganz genau, was für uns gut ist und was nicht. Und deswegen manchmal hältst du die Hand für, damit das oder das nicht passieren kann, damit wir wachsen können, damit wir stark werden, damit wir brauchbar werden. Und help uns dort zu erkennen und dort anzuerkennen, was du mit uns leben lässt. Help ons demütig zu sein und dort anzunehmen. Help ons, dat wir dort Gefühl entwickeln können, dort wir dort spüren können, dass du uns gut bist, dass du uns leist, dass du uns leibst und dass du in deinem Leben uns führen und leiden lässt und dass das richtig ist, so als das auskommt. Gib uns auch wieder Kraft und Mut, starke Frühe zu werden. Amen.